Schaut doch richtig cool aus. Schön saftig das Ganze. Und ich würde sagen, ich lasse mir es jetzt schmecken. Einen wunderschönen guten Morgen. Recht angenehmes Frühstück heute mal. Wir haben immer noch ein bisschen Ausgangsbeschränkung, aber da lassen wir es nicht unterkriegen. Wir haben da schön Balkonien, Terrassien, besser gesagt. Wir machen jetzt ein paar so Sandwich-Toasts. Ich habe schon alle Zutaten geholt, so einen Schweinebauch, also diesmal nehme ich keinen Schinken her. Dann habe ich Sandwichscheiben. Da habe ich so Ciabatta und da habe ich nochmal so ein längliches Kümmelding, ein Kümmelding. Und dann habe ich noch so Cocktailsoßen, Aioli-Soßen, getrocknete Tomaten, etwas Essiggurken und ein bisschen Salz. Und jetzt werden wir den Kontaktgrill einmal richtig vorheizen und dann würde ich sagen, trinken wir zuerst einmal einen Schluck Kaffee. Es ist einfach herrlich, wenn die Vögel zwitschern und einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen, was die Kontaktsperre betrifft. Gut, die, die natürlich irgendwo in der Stadt drin wohnen, ist das natürlich schon ärgerlich und scheiße. Na gut, jetzt werden wir mal den den Kontaktgrill. Ich habe den Tefal da, also nicht der Opti-Grill, sondern den normalen Tefal Kontaktgrill. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Teil. Ja, während der Kontaktgrill jetzt da vorheizt, richte ich schon mal meine Dingtasche her. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, aber schmecken echt lecker. Und gerade aus dem Kontaktgrill schmecken die hervorragend. Wir fangen an mit dem Boden. Ich tue jetzt einfach ein bisschen kann man sich natürlich selber machen, aber ich hole mir immer die fertigen Soßen. Ich scheiße da nicht rum, weil das einfach zu doof ist. Oh, was ist denn das wieder für ein Patent? Unfassbar. So. Und die Kombination schmeckt echt geil. Ein bisschen Cocktailsoße längs vor. So. Und ein kleiner Schuss Aioli-Sauce. So. Dann das Ganze ein bisschen verstreichen. Sieht man jetzt gar nicht, gell? Aber ist egal. Also einfach ein bisschen verstreichen. Und dann tue ich mir da meistens ein paar getrocknete Tomaten drauf verteilen. So, das war's schon. Dann nehmen wir den Knoblauch-Schweinebauch. Knoblauch-Schweinebauch, genau, ist es. Der von schon 2 Scheiben drauf. So. Das passt wunderbar. Dann tue ich schon über die Gurken verteilen. Genau. Da nehmen wir den Sandwichkäse. Also Luft drin, das mag ich nicht. Da ist Luft drin.
Das können wir nicht gut lassen. Da haben wir einfach noch ein kleiner Streifen dazwischen. Ja, haben wir jetzt schon ganz schön gelegt da. Wer mag, kann natürlich auch noch frische Tomaten rein. Da ist überhaupt kein Thema nicht. So wie ich. Nicht zu viel hauchdünne Scheiben. Die legen wir oben drauf. Es soll ja ein saftiges Sandwich werden. So. Jetzt haben wir das wunderbar belegt. Ja. Und jetzt kommt der Deckel und auf dem Deckel da haben wir noch ein bisschen Aioli-Sauce. Ja, das reicht schon. Da haben wir ein bisschen Verstreicher. So. Und so schnell und einfach ist das Ding fertig. Ich habe heute keinen Rucola nicht. Rucola war gut, aber Löwenzahn habe ich jetzt auch keinen Rumflacken da bei uns. Ja, ich habe ja Straßen gemäht. Ne, gut, egal. Ohne Rucola geht genauso. Tomaten, Deckel drauf. Und wie das Sandwich heißt, weiß ich nicht. Schweinebauch-Sandwich. Der Kontaktgrill ist vorgeheizt. Ja. Dann würde ich sagen, legen wir das rein. Jetzt hat es das Ding abgekaut. Da, mehr. Legen wir das da schön rein. Ich tue meistens ein Backpapier mit rein und somit ist die Fläche immer schön sauber. So. Also so mache ich meine Sandwich. Die bleiben jetzt nicht bloß 4-5 Minuten da drin, sondern 8 Minuten, 9 Minuten, dass die so richtig schön heiß werden. Ja, das ist schon ärgerlich. Also der Shutdown dauert meiner Meinung nach schon fast zu lang und die ganze Wirtschaft wird richtig an die Wand gefahren. Und klar, Sicherheit geht vor, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber es ist schon heftig, was da alles dranhängt. Das ist schon brutal, also echt brutal. Das ist schon brutal. Also Kaffee ist immer was gut. Kaffee, Glühwein gibt es am Winter. Und wenn man sich das ganze Ding jetzt schon anschaut, das Szenario, das geht jetzt schon wirklich lang. Ich gehe sogar davon aus, dass die Weihnachtsmärkte auch geschlossen sind. 100%ig. So weit wird es kommen. Ja. Aber das lassen wir uns jetzt für die Sandwich lassen wir uns jetzt da nicht beeindrucken. Wir machen jetzt die. Einfach geil. Das ist so ein geiles Teil. Ich habe mir immer schon so ein Teil gewünscht und Weihnachten habe ich mir da einen gegönnt. War super günstig eigentlich, keine 50 €. Und einen richtigen Optikgrill, der teure, der wo 150 oder 200 € kostet, habe ich gesagt, den brauche ich nicht. Erstens ist er viel zu groß und für uns reicht der. Also wirklich ein super Teil. Also wirklich mega geil. Baumärkte haben ja wieder offen aber eigentlich brauchen wir gar nichts, weil wir, bevor das mit den Schließungen da angefangen hat, haben wir eigentlich alles so weit besorgt, was wir brauchen. Einzig, was ich holen will, sind Tomaten, werden wir ein paar holen.
für heraus wieder. Jalapenos gibt es, glaube ich, sogar beim Baumarkt. Muss ich mal schauen, ich bin mir nicht ganz sicher, weil die lege ich selber ein. Und das ist schon eine feine Sache, muss ich sagen. Das brauchen wir definitiv noch. Tja. So, und du tust jetzt ein bisschen schneller. Ich habe jetzt gar nicht einmal auf die Uhr geschaut. Ja, 9:10 Uhr, 9:05 Uhr haben wir es rein da. 9:09 Uhr. Na ja, dann lassen wir es noch drin bis 8:45. Zwischendurch schon. Zwischendurch schon. Man kann einmal zwischendurch nachschauen. Ja, der Käse zerläuft schon. Cool. Das Schöne ist beim Backpapier, da hängt der Deckel so ein bisschen nach vorne. Und jetzt kann ich durch das Backpapier noch leicht nach vorne ziehen. Genau, und jetzt ist das schön gleichmäßig verteilt. Schauen wir mal nach. Zwischenstand, wir haben jetzt so 6-7 Minuten. Oh ja, kriegt schon eine richtig schöne Kruste. Und ich würde sagen, wir lassen das Ganze noch 3 Minuten. So, die Sandwiches sind jetzt fertig. Und ich würde sagen, schaut das cool aus. Also wirklich Hammer Sandwich. So, das Sandwich ist jetzt fertig. Das haben wir jetzt genau 10 Minuten da drin gehabt. Und es ist wirklich, schaut sehr cool aus. Und jetzt werden wir mal das ganze Teil anschneiden. Ja. Machen wir mal den klassischen Mittelschnitt. Wow. Schaut doch richtig cool aus. Schön saftig das Ganze. Und ich würde sagen, ich lasse mir es jetzt schmecken. Und dann machen wir mal den Geschmackstest. Also wirklich schön saftig. Der absolute Hammer. Einfach Cocktailsoße, Aioli, dann die getrockneten Tomaten und der Knoblauch, Schweinebauch. Absolutes Geschmackserlebnis. Habe ich noch nie probiert, zum ersten Mal halt. Einfach selber freien Lauf lassen, was man dann rein tut. Und Wahnsinn. Das ist echt ein Knaller. Also wirklich. Nicht trocken, gar nichts, richtig saftig. Der Käse schön zu laufen. Was wollen wir mehr? Knoblauch, Schweinebauch, Käsesandwich à la Janka Filmschmiede. Macht es noch. Zutaten habt ihr gesehen. Und ich kann nur sagen, schmeckt mega lecker. Macht es noch. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Helmut, die Janka Filmschmiede. Also trinken wir zuerst noch einen Kaffee. Einen Schluck. Also habe die Ehre. Danke fürs Zuschauen. Servus.